Sie sind kompakt, kabellos und schnell zur Hand. Die Handstaubsauger. 10 oft verkaufte Geräte werden im Institut für Produktforschung in Stuttgart für Kassensturz und K-Tip getestet. Nur 2 zeigen eine saubere Leistung. Andere wirbeln vor allem viel Staub auf. Wenn man Staub saugt, möchte man ja auch, dass der Staub in dem Staubsauger bleibt. Und wenn der natürlich gleich direkt wieder rausgeblasen wird, dann saugt man 3-mal die gleiche Fläche und hat natürlich viel mehr Arbeit. Staubsauger sollen Staub saugen. Das war schon 1968 so, als das Schweizer Fernsehen erstmals Staubsauger in den Test schickte. Im Auftrag der Stiftung für Konsumentenschutz wurden 11 handelsübliche Besenstaubsauger auf ihre Gebrauchsneigung geprüft. Die Ansprüche an die Geräte haben sich seit ihrer Erfindung kaum geändert. Wie dieser Kassensturztest von 1977 zeigt. Wichtigstes Prüfkriterium natürlich die Saugfähigkeit. Ihre Saugfähigkeit zeigen die Handstaubsauger beim Aufsaugen von grobem Heimtierstreu und feinem Staub von einem Teppichboden und von einem Plattenboden. Heimtierstreu auf Plattenboden. Problemlos für fast alle Geräte. Bis auf eines. Der kleine Kercher saugt und bläst. Die Abluftkanäle verteilen den Schmutz. Mit schnellem Saugen wird das nichts. Der Härtetest für alle Modelle. Eine standardisierte Laborstaubmischung muss weg vom Teppich. Eine Testmethode, die bereits 1968 die Spreu vom Weizen trennte. Hier die Saugwirkung eines ungenügenden und hier eines hervorragenden Testapparates. Leistungsunterschiede sind auch bei den Handstaubsaugern von heute mit bloßem Auge sichtbar. Ernüchternd, kein einziges Modell saugt richtig gut. Wir als Endverbraucher wollen natürlich einen Staubsauger haben, der, wenn es geht, am besten einfach alles sauber macht. Das heißt, die Fläche soll picobello sauber sein. Und hier haben wir dann halt eben gerade die besten Beispiele, dass es halt eben nicht so ist, dass man doch mit mehr Aufwand hier zu kämpfen hat, damit die Fläche wirklich sauber wird. Kein Problem dagegen für die meisten Geräte, Staub auf Plattenboden. Aber 3 Modelle versagen. Sie verstopfen. Das liegt an den Filtern der Produkte. Die haben einfach einen sehr, sehr feinen Filter drin. Und wenn der durch diesen sehr, sehr feinen Staub eben verstopft, dann kann der Staubsauger einfach nicht mehr arbeiten. Das heißt, also die Luftwege sind versperrt, der kann nicht mehr saugen. Und dadurch funktioniert er dann halt nicht mehr. Wechsel ins Feinstaublabor. Hier wird die Staubemission der Geräte sichtbar. Wie viel Staub, der eingesogen wird, kommt mit der Abluft wieder hinaus. Die Unterschiede sind frappant. Problematisch ist es hauptsächlich, weil der ganze Staub dadurch aufgewirbelt wird und man als Person das dann einfach viel, viel, viel schneller einatmet. Gerade für Allergiker ist es natürlich auch überhaupt nicht von Vorteil. Und ja, es ist einfach nicht so gut für die Gesundheit. Die schlechtesten Resultate bei der Staubemission erzielen die beiden Testverlierer. Miostar von der Migros und Primavista von der Landi, 2 günstige Geräte. Gesamtnote 3,9, ungenügend. Weder Migros noch Landi wollten das schlechte Testresultat kommentieren. Das große Mittelfeld im Bereich genügend. Roventa und Kärcher sind mit knapp 100 Franken die teuersten Produkte. Die Saugwirkung lässt zu wünschen übrig. Für Philips gibt es Abzüge wegen der kurzen Akkulaufzeit. Note 4,7 und somit ebenfalls genügend. Die Handstaubsauger von Black & Decker, Omex von Fust und Intertronic von Interdiscount. Bei Intertronic stört der Einschaltknopf, der für den Betrieb ständig gedrückt werden muss. Gestern wie heute getestet, das nächste Kriterium. Wichtig ist auch die Lautstärke der Geräte.
Ein Schallpegelmessgerät misst im Labor die Lautstärke auf verschiedenen Frequenzen. Black & Decker und Trisa sind unerhört laut. Das fängt wirklich irgendwann an zu piepen. Das ist sehr unangenehm, einfach weil es sehr hochfrequentiert ist. Nur 2 der getesteten Modelle stauben die Gesamtbewertung gut ab. Trisa ist zwar laut, punktet dafür mit einer langen Akkulaufzeit und durchwegs guter Saugleistung. Für knapp 50 Franken eines der günstigeren Geräte. Der Testsieger von Rotel. Preislich in der Mittelklasse, in der Saugleistung Spitzenklasse. Das Gerät mit den wenigsten Staubemissionen und einfach zu handhaben. Die meisten Handstaubsauger liegen recht gut in der Hand, sind nicht schwer und somit alltagstauglich. Ein Testkriterium, das auch vor mehr als 50 Jahren ins Gewicht fiel. Auch die Handhabung auf Bequemlichkeit wurde überprüft. Im Großen und Ganzen sind die meisten Modelle, was die Handhabung betrifft, gut. Was sind eure besten Putzhacks? Schreibt es uns in die Kommentare. Da findet ihr weitere nützliche Tests und da könnt ihr unseren Kanal abonnieren.